Solange, du bist Pastoralassistentin am Krankenbereich, an der Pastoral spezialisiert. Kannst du also ein bisschen sagen, wie die Leute sich an den Heimat dieser Maske verbannen? Viele Leute sagen, dass so ein Digital-Oktav für sie nicht das Richtige wäre, dass sie nicht keinen Zugang hätten zum Internet. Erzähl uns ein bisschen, wie das gegangen ist. Ja, das ist ganz richtig. Also, ich weiß, an den Häusern, wo es sind, du hast auch kein Internet, da können sie das nicht machen. Wir haben zwar verschiedene Leute, die mit dem Laptop bei Leuten an Kummer gehen, aber da kriegt nicht verrennen. Also, das ist schuld, dass sie nicht über den Dock überdrohen gehen. Das ist das, was die Leute immens wehtut. Und noch verschiedene andere Massen, die wohl während der Oktav laufen, dass die nicht über Dock können. Überdrohen gehen, das ist immens nicht, weil eben die Leute nicht mit dem Internet gewöhnt sind, am Häuser kein Internet und den Fernsehen oder und den Computer und dann so runter. Das ist immens schwierig. Und das ist schon eine schwierige Situation für sie, weil sie noch immer keinen Besuch dürfen zu kriegen. Hast du irgendeine kleine Message, die du gerade für sie willst sagen, auch wenn du vielleicht nicht jeder in der Teiert, nicht stellvertretend, für in der Trägerin? Für in der Trägerin kann ich sagen, dass ich und alle Guten, die Eler, die krank, Leid geduld tun, dass ich alle Guten abgeholt tun. Ich habe ganz viel von den Leuten gesagt, kriegt soll Schulmeidschutzengel mit an Kathedral, an schon das gemacht, ich habe für sie gebiert, an sie wissen noch alle Guten, sie sind nicht allein, wir sind für sie da, und wir hoffen, dass uns alle Guten gesund.